Prinzessin Lilifee und das Einhorn. Cindy, Clara, Oskar, draussen ist es wunderschön. Die Sonne scheint und wir wollen Äpfel und Nüsse sammeln, ruft Prinzessin Lilifee fröhlich. Sie schaut ins Badzimmer. Dort planschen Cindy, die Maus und der Oskar, der Käfer, ganz vergnügt in der Badwanne. Die Lilifee schüttelt ihren Kopf. Haben die beiden sie etwa wieder einmal nicht gehört? «Also, was ist?» ruft sie noch einmal ins Bad. «Oskar und Cindy, kommt ihr jetzt mit oder nicht?» «Backen wir denn wieder einen feinen Äpfelkuchen?» piepst Clara, die Maus, die hinter der Lilifee steht und sie ungeduldig am Kleid zupft. «Natürlich», sagt Lilifee. «Aber nur, wenn du dich jetzt anlegst und Cindy und der Oskar endlich fertig werden. Cindy, Oskar, kommt endlich aus der Badwanne raus, sonst wird es zu spät», ruft die kleine Prinzessin wieder. Aus dem Badzimmer hört man aber nur ein lustiges Kichern. Der Oskar und Cindy haben sich unter einem riesigen Schaumberg versteckt. «Das nützt nichts. Ich weiss doch, dass ihr noch in der Badwanne sind», lacht Lilifee. Endlich tauchen die beiden Köpfe von Oskar und Cindy unter einem Schaumberg auf. «Lilifee, wir kommen grad. Wir müssen uns nur noch schnell abtrocknen.» «Es ist immer das Gleiche.» Clara schüttelt den Kopf. «Immer müssen wir auf euch warten.» «Was hast du denn? Wir sind doch schon da.» Wie der Blitz kommen Cindy und Oskar angerannt. «Es kann losgehen.» «Wir gehen durch den Zauberwald. Mal schauen, ob die Zauberrose noch blüht», schlägt Lilifee vor. «Oh ja, die Rose!» freuen sich die Freunde. «Die erfüllen doch Wünsche, solange sie blüht.» «Das stimmt», sagt Lilifee. «Ihr Zauber ist sehr stark.» Der Wald ist dicht und dunkel. Der kleine Oskar fürchtet sich ein bisschen. «Gleich sind wir da», beruhigt Lilifee ihn.